Noch ist die Roseninsel in einer Art Winterschlaf. Es ist Mitte März. In 6 Wochen beginnt wieder der Fährbetrieb. Bis dahin ist für Kastellan Tobias Schlenker noch allerhand zu tun. Es ist mit Aufregung verbunden, wenn die Stadezeit auf der Insel, die wirklich eine Stadezeit ist, wenn die vorbei ist, weil es unheimlich so von 0 auf 100 geht's auf einmal. So bis Ende April ist wirklich tot. Es ist kein Mensch auf der Insel, die Gärtner sind da und dann auf einmal von einer Sekunde auf die andere, da kommen dann wieder die Besucher. Bevor es losgeht, muss er noch mal kurz ans Festland rüber, 2 fachkundige Helferinnen abholen. Mit seinem Arbeitsboot transportiert er alles auf die Insel. Ganze 4 Minuten dauert die Überfahrt. Der Schlossverwalter wird schon erwartet. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Schlenker. Bettina Mark und Rosemarie Auer. Beide sind staatliche Restauratorinnen. Sie sollen im Inselschlösschen einen alten Fußboden retten. Doch erst mal die Überfahrt genießen. Highlight am Morgen. Die Restauratorinnen sind heute zum 3. Mal hier. Ihr Handwerkszeug müssen sie komplett selbst mitbringen. Ja, nichts vergessen für diesen besonderen Inselauftrag. Es geht zum sogenannten Casino, dem kleinen Inselschlösschen aus dem Jahre 1853. Am Eingang ist die 170 Jahre alte Unterkonstruktion des Parketts mit Holzfäule befallen. Ein paar Bretter haben sich schon in Brösel aufgelöst. Jetzt müssen wir erstmal die Reihen abtragen. Und das Schwierige ist, die sind halt hier im Pfalz, in der Nut sind die halt genagelt. Und da kommt man ganz schwer dran und da sind wir jetzt richtig gewappnet und sind ganz optimistisch, gell, Rosi, dass wir das hinkriegen. Also darf nichts kaputt gehen dabei? Nein, das ist das Entscheidende. Also zerstörungsfrei ausbauen, Unterkonstruktion tauschen und dann wieder einbauen. Die Restaurierung ist eng mit den Experten von der Bayerischen Schlösserverwaltung abgesprochen. Der Schlossverwalter kann sich jetzt erstmal anderen Dingen widmen. Es geht in sein Lieblingszimmer im Casino, den Speisesaal im 1. Stock. Hier sollen schon König Ludwig II. Und Kaiserin Elisabeth von Österreich gespeist haben. Um die Wandmalereien vor UV-Strahlung zu schützen, werden die Fenster im Winter mit Pergament verhängt. Mal Licht reinlassen, damit auch ein bisschen Wärme. Es ist noch ziemlich kalt hier drin. Im Winter macht der 45-Jährige regelmäßig Kontrollgänge durch die königlichen Gemächer. Ja, ich sage immer, es ist wie mein Baby, um das ich mich kümmern muss. Und das tue ich gerne mit Herzblut. Also das ist schon so mein Reich. König Maximilian II. Lässt die Villa zwischen 1851 und 1853 erbauen. Nach seinem Tod nutzt sie sein Sohn König Ludwig II. Heute gehört die Insel dem Freistaat Bayern. Tobias Schlenker ist inzwischen dabei, die Winterläden im Erdgeschoss auszuhängen. Eigentlich ist er gelernter Bankkaufmann, doch seine Leidenschaft für Burgen und Schlösser ließ ihn nie los. Ich begeistere mich für Geschichte. Seit meinem 16. Lebensjahr bin ich Schloss- oder Burgführer auch partiell gewesen. Und das jetzt zum Hauptberuf machen zu können, das ist wirklich das Genialste, was mir passieren konnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Mittlerweile ist es später Nachmittag. Der Kastellan montiert jetzt die letzte Vase am Eingang zum Gartensaal. Und wie gehen die Arbeiten am wertvollen Parkettfußboden voran? Wir müssen halt gucken, vielleicht geht es halt hier weiter. Also hier gab es noch ein Kreuz mit Stempel, das gehört zur nächsten Platz. Ja, man kommt jetzt rein, aber wir brauchen bestimmt noch 2 Tage, um die 3 Reihen auszubauen. Aber jetzt werden wir immer routinierter. Aber wir werden immer routinierter und genau. Und die Nägel werden immer stabiler, weil sie nicht mehr verrostet sind. Deswegen wird es wieder schwieriger. Genau. Alte Böden sind immer für eine Überraschung gut. In 2 Wochen sollen die Rosenstöcke ausgepackt werden, wenn das Wetter mitspielt. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Ende März. Es ist kälter geworden. Zusammen mit Hund Josias fährt Tobias Schlenker an die Ostseite der Roseninsel. Heute Nacht hat's gestürmt. Der Schlossverwalter will die Bojenabsperrung kontrollieren, denn hier befinden sich unter Wasser prähistorische Pfahlbauten. Es ist einfach ein sehr, sehr, sehr
großer Schatz, den wir hier tatsächlich haben, der ja auch nicht umsonst von den Vereinten Nationen zum UNESCO-Welterbe erklärt wurde. Und den gilt es einfach zu schützen und zu bewahren, damit eben auch Generationen nach uns da noch ihre Erkenntnisse draus ziehen können. Zurück auf der Roseninsel. Das Auspacken der rund 250 Rosenstöcke wurde erstmal verschoben. Fürs Wochenende ist Schnee und Frost vorhergesagt. Seit über 3 Jahren lebt Tobias Schlenker jetzt schon auf der Roseninsel. Im ersten Stock des ehemaligen Gärtnerhauses, zusammen mit Ehemann Mani. Beide sind echte Cornwall-Fans und von jeder Reise kommen sie mit neuen Mitbringseln zurück. Ja, das ist unsere Küche, klein, aber fein, aber für uns reicht sie eigentlich vollkommen aus. Überall, wo wir sind, kaufen wir so Kleinigkeiten auf dem Flohmarkt oder in Antikmärkten. Tobias kauft immer einen Magneten, der dann eben an den Kühlschrank kommt. Und hier sind wir in unserem Wohnzimmer. Man sieht auch hier die ganzen kleinen Details. Das funktioniert noch, das würde funktionieren, wenn wir hier einen Telefonanschluss hätten. Der Fernsprecher ist ein Original vom Portobello Market in London. Und auch sonst fühlt man sich hier wie in einem englischen Cottage. Doch auch der bayerische Märchenkönig ist hier im Wohnzimmer vertreten, gleich zweimal. Jedes ihrer kleinen Schätze hat eine ganz eigene Geschichte. Jetzt hat es Mani eilig. Er muss nach München. Dort arbeitet er in der Gastronomie. Um an Land zu kommen, benutzt er sein eigenes kleines Motorboot, egal bei welchem Wetter. Vom Ufer geht es dann weiter per Auto und Zug. Bei Sturm und Nebel ein echtes Abenteuer. Im Casino wird noch immer gehämmert. Das Restaurieren des Bodens ist für Bettina Mark schwieriger als gedacht. Und dann findet sie plötzlich das. Und dann, haben wir ein altes Firmenetikett. Das kann man auch gut lesen. Anwander und Gretschenberger. Habe ich dann auch ein bisschen recherchiert. Die hatten ihre Firma in Regensburg, 1868. Das ist eines der ersten Industrieparkett. Jetzt werden die letzten Platten verlegt. Im Museumsladen direkt unter der Privatwohnung. Auf der Roseninsel werden jedes Jahr rund 35.000 Besucher erwartet. Tobias Schlenker hat deshalb die Souvenirauswahl vergrößert, 7 Saisonkräfte für Führungen und Kasse eingestellt. Er selbst wird im Sommer überall gleichzeitig sein. Hört sich ganz schön stressig an, oder? Es ist schwerlich, sich ein anderes Leben vorzustellen, wenn man so verwachsen ist mit dem, was man da tut und wo man lebt und es auch mit sehr viel Herzblut und sehr viel Freude macht. Aber es ist tatsächlich so, ab und zu kommt schon mal so der Gedanke auf, dass es auch andere schöne Plätze auf dieser Welt gibt. Und da könnte ich es mir dann alternativ schon vorstellen. Doch dieses kleine Paradies mitten im Starnberger See zu toppen, ist eigentlich unmöglich. Noch ein paar letzte Handgriffe. Jetzt können die Besucher kommen.